Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon, die Legende von Tsubaki, dem Miesepet der Nation schlechthin. Denn er hat Lectoballs Lieblingsspeise offenbar vollkommen vergessen. Wir können somit nicht mehr beruhigen. Schön. Nö, hast du nicht. Du lügst. Tsubaki scheint es dir ganz schön schwer zu machen, Michael. Ah, Diam. Schön, dich zu sehen. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, was Lectoball gerne isst. Tut mir leid. Diam! Was ist? Ich hatte dich genau gehört. Warum will jemand wie Michael bloß Lectoballs Lieblingsspeise verraten? Du bist der Anführer des Diamant-Clans. Die Galaktik-Expedition kann dir doch egal sein. Tsubaki, du hast von den Königin Rage gesehen, oder? Er kann seine Kräfte nicht unterdrücken und leidet sichtlich darunter. Hattest du bei diesem Anblick gar kein Mitleid? Unfug! Er wurde vom ehrwürdigen Sinn auserwählt und ist außer sich vor Freude. Jeder wird vor Prüfungen gestellt, die auch gleich mit sich bringen. Daran wachsen wir. Die Rage des Königs soll eine Prüfung des ehrwürdigen Sinus sein? Das sehe ich anders. Deswegen unterstütze ich Michael. Es ist ohne Belang, ob er dem Diamant-Clan oder der Galaktik-Expedition angehört. Außerdem wollte ich ihm nicht verraten, was Lieblingsspeisen Lectoball ist. Ich wollte ihm auch gleich ein paar Brocken Knirschmineral geben. Und jetzt hilft Michael dabei, die Ruhegaben herzustellen, Tsubaki. Ja, schon kapiert. Ich bin und bleibe schließlich ein Wächter. Ich werde die Ruhegaben herstellen. Geht doch, warum nicht gleich so? So ein Penner, ey. Hier sind Ruhegaben. Und jetzt lassen wir in Ruhe. Stärke. Ernsthaft? Der kann boomen, sonst gar nichts. Oder? Soweit ich weiß. Soweit ich mich erinnere. Mr. Boomer. So. Ich würde sagen, da schicke ich vermutlich mal am besten Shelterra rein. Wenn ich es einsetze, weil Elektro-Boden werden am meisten Sinn machen. Jo. Warum nicht? Ganz ehrlich. Aber wenn es ein Hisui-Elektroball sein sollte, mein Gott. Ein Boomer bleibt ein Boomer. König der Höhle, Elektroball. Oh, ist ein großer Boomer. Hä? Warte mal. Der zieht aber eine ziemlich wütende Miene, kann das sein? Alter! Ständig Voltoball so runterregnen, finde ich jetzt auch nicht so geil. Okay, jetzt verstehe ich, was das Problem sein soll. Einmal kann das Teil irgendwie vielleicht auch mal aufhören oder so. Was ist denn jetzt los? So. Beweis liegt aber eine Stärke. Was, Energieball? Ist das ein Pflanzenpoken oder was? Das wird das Aussehen erklären, wenn ich ehrlich sein soll. Dann hätte natürlich den Nuto reingeschickt. Aber ja, macht Sinn rein von dem, was reinsetzen kann an Attacken.
Ja, okay, ist ein Pflanz-Pokémon. Beziehungsweise Pflanz-Elektro wohl in dem Fall. Pion Draghi, du darfst auch nochmal. Giftstreich, Kampftechnik. Ist ja Leiste riesig. Man kann die ganze nur ausweichen und abwarten, was passiert. Er hat jetzt noch nicht, müsste diese Dinge eigentlich in die Vektorballs rein manövrieren, wollte ich gerade sagen. Dann wird es doch besser gehen. Du. Ja, komm. Was? Ich hab einen Pokémon geschmissen. Na toll. Dass man die echt nicht irgendwie neutralisieren kann. Klar. Ist ja auch nicht wirklich das Problem von. Er war ein bisschen doof angestellt, wenn ich genau wusste, wie man damit umgehen soll. Aber jetzt weiche ich einfach mal aus und warte, bis irgendwas passiert. Ja, generell bringen sie nicht so viel an, die Dinge hier einsetzen. Nee. Da wird geboomt, dass die Schwarte kracht. Boom, Chakalaka! Mit dem mächtigen Giftstreich. Natürlich trifft der Scheiß Donner auch noch, weißt du? War eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Wenn ich noch dran bin, würde ich gerne. Ah ja, ist eh wieder geheilt, stimmt. Vergesst das immer wieder, dass Standsveränderungen nur kurz sind.
Er könnte aber Magneson reinschicken, aber gegen den Pflanz-Elektro-Pokémon, weiß ich nicht, was er da großartig einsetzen soll. Machomai, Tornupto, ja, eine Energiepion tragen, das soll zurückkommen. Okay. Ja, toll. Dann boom mal schön, du alter Boomer. Verdreht oder was? Ja, komm und boom, Shakalaka. Na, bitte geht doch. Ich glaube, das erste Mal in diesem Spiel, dass ein Donner mal daneben geht. Hä? Die Kugel eine ganz andere Farbe als früher. Gelbe Kugeln und blaue Kugeln. Okay. Die blaue vielleicht diejenigen, die mich jetzt immer heilt, weil ich habe jetzt gemerkt, wenn ich ihn irgendwie, sobald er eigentlich wieder normal drauf wäre, oder weiß normal, nach dem Kampf, wenn er eigentlich wieder cool drauf wäre. Oh. Das war knapp. Nach dem Kampf dann wieder, ja, eigentlich normal drauf wäre, dass dann so ein Ball auf mich loslegt, aber der hat mir irgendwie gar nicht richtig Schaden gemacht. Die anderen hingegen, die tun weh. Ich kann natürlich zweimal auf Tempo gehen, damit er schnell angreifen kann. Oh, oder eben noch nicht. Ernsthaft? Dreimal Full Para? Willst du verarschen? Ey. Immer nur bei einem selber. Genische Pokémon Full Para? Nee, gibt's nicht. Man selber ständig Full Para. Hm. Ja, Käfergestein. Ja gut, Kreuzschere ist natürlich noch relativ flink. Also Pion Drage kann man glaube ich sagen, ja, einigermaßen cooler Tank, aber ich glaube der wird bald ausgetauscht. Das ist irgendwie nicht so richtig das, was soll ich sagen, jetzt irgendwie so ein Punkt, wo ich jetzt sage, ja doch, der ist so cool, der muss im Team bleiben. Der macht auch so viel aus, der muss im Team bleiben. Ist eben noch wütend. Ah nee. Irgendwie hat er ganz seltsam gelächelt. Blitzstein. Oder Blitzdafel, Entschuldigung. Tschüss, Elektroball. Wohl schön, dahin. Was in aller Welt? Ich habe auch dabei geholfen, die Ruhekampf vielleicht aber herzustellen, aber jetzt ist es von Trauer erfüllt, da das Segen des ewigen Sinne dahin ist. Ja, für mich sieht es eher erleichtert aus, als im großen Leid erlöst wurde. Ankunft, pünktlich nach Zeitplan. Tut. Hey Hin, was geht ab? Was machst du denn wieder hier? Ich will etwas berichten. Der gemeinsamen Reise mit Michael sind mir gewisse Dinge wieder eingefallen. Es hat Dinge über die Welt, in der ich mich befand, bevor ich mein Gedächtnis verlor.
Die meisten Menschen dort fingen Pokémon und lebten Seite an Seite mit ihnen. Die Menschen und Pokémon verstanden sich gut miteinander und unterstützten sich gegenseitig. Unter den Menschen gab es solche, die sich als selbst Pokémon-Trainer nannten. Sie arbeiteten hart an sich und ihren Pokémon und maßen sich in zahlreichen Pokémon-Kämpfen miteinander, um immer stärker zu werden. Durch Kämpfe gegen andere Trainer und ihren Pokémon lernten sie, sowohl ihre Pokémon als auch ihre Gegner besser zu verstehen. Nur Seite an Seite können Menschen und Pokémon neue Wege beschreiten. Kein neues Zeitalter wird hereinbrechen, solange wir die Pokémon fürchten und glauben, nur sie können stark sein. Verstehe. War es in deiner ursprünglichen Welt auch so, Michael? Jep, aber weiß ich leider nicht. Aber vergessen. Nee, stimmt schon, ist so. So ist das Leben als in anderen Welten. Ja, komm, also eigentlich kommen Hin und ich aus derselben Welt. Es ist bloß, beziehungsweise dieselbe Zeitzone. Aber es sind halt andere Regionen. Er ist halt aus Einal. Ne, warte mal. Doch Einal, oder? 5. Gen. Einal. Englisch ist Unova. Ja, doch, müsste Einal sein. Ja, und ich bin halt irgendwie, keine Ahnung. Aus der hier? Bin ich aus Sinnoh oder aus Kanto? Natürlich, jetzt ergibt alles Sinn. Wenn wir den Pokémon helfen können, stärker zu werden, müssen wir zuerst an uns arbeiten. Nur wenn ich mein eigenes Potenzial entfaltet habe, kann ich es auch meinem Pokémon tun. Ob es das ehrwürdige Sinnoh erfreuen wird, dass ich zu dieser Erkenntnis gelangt bin? Diam, erzähl mir noch einmal von den Lehren des ehrwürdigen Sinnoh, die im Diamantkern überliefert werden. Ein sonnenfreien Lauf, seid zur Freundschaft stets bereit. Was, lass ich auch nicht bezwingen, lass einen sonnenfreien Lauf. Denn wenn das ehrwürdige Sinnoh trauert, und steht still der Fluss der Zeit. Bravo, bravo! Ernsthaft? Jetzt kommt die Schwarz-Weiß-Mucke, beziehungsweise sein Sample damals. Ich hoffe, dass ihr alle nun mit noch größerer Geschwindigkeit eurem nächsten Halt entgegensausen könnt. Tut, tut! Für Michael ist nächste Halt natürlich der nächste König. So, diesem sollte ich meine Rückkehr nach Jubeldorf ohne Zwischenstopp antreten können. Vielleicht kann jemand wie du den Menschen von Hisui zeigen, dass man sich von den Pokémon nicht fürchten muss. Ich empfehle mich. Tut, tut! Unsere Geschichten ehren halten, nach einer besseren Zukunft streben. Ja, vielleicht. Puh, alter Schwede. Das war heavy. Übrigens, oben ist noch ein Ding, ne? Hab ich gerade so gesehen. Sag mal. Was? Dann nimmst du noch mit? Hallo, Sneeboss. Noch 11 Geisellichter, ja. Wenn wir noch nicht jetzt alle schon kriegen, das ist mir soweit klar. Dann können wir hin teleportieren. Ich frage mich, was eigentlich hier oben ist. Steinpforte. Ah, okay. Das ist da. Ein neues verlorenes Item, wa? Ja. Ja, da ist wohl eine andere Strecke. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier hingehe, bin ich ja schon zu forsch und zu weit ins nächste Gebiet war, weil hier kommen wir garantiert noch hin. Spätestens, wenn wir Arceus dagegen übertreten werden. Ich frage mich gerade, warte mal, ich könnte mal noch ein anderes Gebiet aufsuchen. Weil hier war ich ja nur so zum Teil ein bisschen drin. Warte mal, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war hier irgendwie auch noch was Spezielles. Ein paar spezielle Pokémon. Gut, ja, runter muss er zwar eh, aber... Oh, das ist ein Elektrik. 56, ja, ihr habt schon Power hier oben. Ich denke, zwar ein cooles Pokémon. Sparen uns das für später auf. 54, ja, vielleicht schon, war.
Ist es dann Rotom? Knirschmineral. Oh, super. Da wäre uns was anderes lieber gewesen. Da ist ein fucking Rotom. Warum? Beim Rotom ist jetzt so ein Pokémon, wo ich jetzt nicht eher unbedingt einordnen würde. Also eigentlich ähnlich wie auch Magneton und Magneso, ne? Die in der Richtung. Ich glaube, denen geht es nicht so gut, wa? Und irgendwie ein paar Störungen drauf, das Vieh. So. Ja, aber was könntest du gerne haben für... Kann man jetzt was Scheiß drauf. Die gehen mir so auf den Sack, hey, ganz ehrlich. Da schleicht sich ein Pokémon heran, was passiert, kommt irgendwo aus dem Tick ein anderes Pokémon. Oh, ich hab dich gesehen. So, Ruhe hier. Oh, ist ein Herrscher-Rotom. Ups. Oh, 61, leck mich am Arsch, ey. Ja, nee, warte mal, dann mache ich es anders. Dann mache ich mit den Zentnerbällen. Warum wusste ich das? Es ist in Art eher ein monströses Pokémon, wa? Könnte man sagen. Manchmal willst du gerne noch ein bisschen näher dran haben, wir erstmal gucken. Okay, das gefällt ihm. Besser gesagt, das schmeckt ihm. Ein bisschen näher ran. Yes, geht doch. Nein, Tasche ist voll. Das habe ich schon befürchtet. Haben wir irgendwie was Cooles dabei? Ja, von mir aus hat ein scheiß Leistungsstand schon wieder. Bei dir noch irgendwas zum Boosten? Ja, eigentlich schon. Warte mal, dich will ich ja vielleicht ein bisschen länger noch dabei haben. Shelterra ja vermutlich auch. Okay. Wen kann ein bisschen hinterher mit dem Level? Pio und Draghi, du bist jetzt schon ein paar Mal drauf gegangen. So. Noch ein paar Flügelbälle, Freunde. Oh, da haben wir zwei, ja, super. Ich habe Coco in der Tasche. So. Also somit auch ein Herrscher. Da ist noch ein Herrscher. Alter, wieso hat es so viele Herrscher hier? Eins, wenn jetzt schlecht war.
Da können wir das mit der Ding einsetzen. Wobei den erschrecken. Knallkugel, ich hab gar nicht dabei übrigens. Warte mal, bodenlebende Pokémon. Also, wenn das auf eins zutrifft, dann kommen wir auf ihn, oder? Ich meine, sie sind Pflanzen-Pokémon, also. Hä? Hat jetzt gebracht? Essen wollte aber gar nichts. Ups! Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, probieren wir erstmal eine Runde. Hä? Untersuchen. Ah, das war ja vielleicht mal eine Statue von Arceus oder so. Oh, könnte da Giratina gewesen sein. War ein legendäres Pokémon. Ist da noch ein Kinoso drin oder so? Sag mal. Nee, ein Burmi. Tschüss, kein Bock mehr. Muss ich vom Baum springen sehen. Ja, sehr schön. Ja, warte mal. Ich bin zwar fast auf dem richtigen Weg, wa? Hier unten wollte ich hin. Hä? Da hat gerade irgendwie was an mir vorbeigeflogen. Netter Move, Alter. Aber nee, lass mal. Habe keinen Bock drauf. So, wir sind gleich da, wo ich eigentlich hin wollte. Da, wo ich mir erhoffe, noch irgendwie ein paar coole, starke, seltene Pokémon zu finden. Ja, was hat sie hier unten? Scarglass, super. Ja, das ist genau hier. Ob wir noch irgendwas droppen würden, Schafzen oder so. Ja gut, Leute, dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, was wir noch genau droppen werden. Ansonsten würde ich sagen, gehe ich jetzt dann endlich mal hier unten hin. Erst nur ein Item holen und dann, glaube ich, gehen wir wieder zurück. Ja. Da gibt es auch wieder ein paar so neue Sidequests zum Abschließen. Wir werden sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Bye, bye.